Hey liebe Leute, Mr. J und Mike. Heute wieder mit einem Gameplay vom Rufus und zwar mit seinem Second Account, zwar Swiss Death Code. Da spielt er auf Raid und zwar mit der SMR. Dort hat er als Aufsatz Feuermodus, Schnellziehen und schnelles Magazin und als extra Perks Geistplünderer und Gewandtheit. Wir sehen den SMR Feuermodus drin. Da ein kleiner Tipp von uns, wenn ihr zum Beispiel auch Pfahl würdet nehmen, tun mal den Feuermodus rein, weil die werden wirklich saumässig gut, wirklich fast schon ein Biest. Müsst ihr einfach mal ausprobieren, einfach ein kleiner Tipp von uns. Wir sehen es im Spiel, er bewegt sich bei Raid eigentlich nur bei der Flagge B, tut sie schön verteidigen, abdecken und kann somit auch schöne Killstreaks erreichen. Und zwar beim Punkt B hat man halt wirklich C abdeckt durch die Hütte und durch die Auffahrt, wo der kleine Lieferwagen steht. Und in der Mitte der Hof und links dann natürlich die Treppe, die runterkommt, das Hütli und hinten der Geheimgang, in Anführungs- und Schlusszeichen, wo die meisten rumschleichen, wenn sie zu B gehen wollen. Ja, jetzt noch schnell zum Hauptthema, und zwar geht es ums Map Pack Revolution. Gestern sind die offiziellen Medienmitteilungen rausgekommen und man sieht wirklich, was uns erwartet im Map Pack Revolution. Natürlich das grösste Highlight, jetzt kommt man endlich mal in einem Map Pack eine zusätzliche Waffe über, und zwar ist das Peacekeeper SMG. Das ist eigentlich eine Hybridwaffe zwischen einem Sturmgewehr und einer Maschinenpistole. Und es gehen schon Gerüchte um, es wäre dann so eine Art overpowerte Waffe, zum Beispiel ACR und AK-47U. Die AK-47U kennen wir ja von Black Ops 1 und die ACR vom MW3. Wir hoffen natürlich, dass es nachher nicht irgendwie so überpowerte Waffe ist, dass nachher jeder nur noch mit der spielt. Und ja, wir sehen es ja selber, im Black Ops 2 sind eigentlich alle Waffen ausgleichen. Natürlich die Kategorie unterscheiden, wenn man halt Frontalangriff hat in Distanz von 5 Metern, ist man mit der Maschinenpistole halt besser als mit einem Sturmgewehr. Ja, und natürlich heisst es ja Map Pack, und das Map Pack wäre kein Map Pack, wenn keine Maps drin wären. Also so kurz auf den Punkt gebracht, gibt es natürlich 4 neue Maps. Das wäre Downhill, Mirage, Grind und Hydro. Und ich tue noch schnell erklären, um was es eigentlich in diesen Maps geht. Sie sind noch eigentlich spannend, weil sie erinnern, wie gesagt, ein bisschen an Black Ops 1. Und zwar gibt es die Map Downhill. Downhill spielt in einem französischen Skigebiet, und zwar in den Alpen. Und dort müssen sich eigentlich die Spieler den Weg freikämpfen, die Piste durchab und dann auch noch Skihütten freikämpfen. Und man hat sogar noch zusätzliche Gefahren aus dem Seilbahnsystem. Erinnert wirklich an die Map Summit von Black Ops 1. Und wie wir es vielleicht noch wissen, Black Ops 1 Summit ist ja eine der beliebtesten Maps in Black Ops 1. Dann haben wir, wie gesagt, noch die Map Hydro, und dort müssen eigentlich Spieler einer gewaltigen Wassermenge umgehen. Und es spielt eigentlich in einem hydroelektrischen Dammsystem statt in Pakistan, in der Wüste Gobi, und nicht verwechseln mit dem Globi, das ist ganz klar, das ist vollkommen eine andere Sache. Darum, wenn es euch interessiert, schaut doch einfach mal auf Google. Dann haben wir noch, wie gesagt, die Map Mirage, und die spielt in einem Luxusresort statt. Und dort sind Nahkampf und Fernkampf sicher garantiert. Sie sagen, dort kann man die volle Action auskosten. Erinnert mich ein bisschen auch wieder an eine Map in Black Ops 1, und zwar dort im Golfpark hat ja auch wieder etwas Kleines, Luxuriöses. Ja, dann haben wir noch die letzte, die heisst Grind, spielt in Venice Beach statt, in Kalifornien. Die einen Leute kennen es von den Filmen, so die Skaterparks, die wie Pools aussehen. Dort wird man sich bekämpfen in den Rampen. Und ja, ich denke mal, es wird dann eher so, wie ich es verstehen, hören oder mir vorstellen, denke mal, ist das eher nahkampfbasierend und hat vielleicht nicht so wirklich viel Deckung, aber wir lassen uns natürlich sehr überraschen. Ich als Zombie-Fan freue mich natürlich auch auf die Abänderungen, Erneuerungen im Zombie-Modus. Und zwar gibt es dort 2 neue Modis, der eine heisst Die Rise und der andere heisst Turned. Beim Die Rise stehen eigentlich am Spieler neue, durchschlagskräftige Wunderwaffen und auch neue Hilfsmittel. Also wir kennen es vom Zombie-Modus, wenn man etwas zusammenbaut, holt den nächsten Gegenstand und am Schluss haben wir aus einer Autotür und einem Schubwägeli hat man ein Schild. Dort gibt es ein paar neue Hilfsmittel. Dort lasse ich mich überraschen, es ist noch nicht viel verraten worden, was es genau ist. Und auch die Map ist etwas anders. Dort spielt man in den Überresten von einer chinesischen Stadt. Auch wieder ein Zombiebefall mit Wolkenkratzer und dies und jenes. Auch dort noch nicht viel
veröffentlicht worden. Eigentlich nur die Infos, was es wird sein. Und der letzte Punkt im Zombie-Modus ist natürlich der Modus Turned. Und dort kann der Spieler auch mal in die Rolle vom Zombie schlüpfen. Ich denke mal, das ist eher so auf Fun basierend. Also wirklich, dort wird man sich zu Tod lachen, wenn man dann plötzlich den anderen Mitspieler als Zombie hat und sich gegenseitig muss bekämpfen. So stelle ich mir das etwa vor. Aber ja, ich denke mal, ist eine Neuerung, bringt noch ein bisschen Alarm, noch ein bisschen Fun im Zombie-Modus zusätzlich rein. Ja, der ganze Spaß kostet natürlich ein bisschen Geld. Wie immer kennen wir sie als COD-Serie, finde ich aber jetzt persönlich nicht schlimm. Meistens sind die Maps ja nicht schlecht. Und für die Xbox kommt Revolution am 29. Januar 2013 raus für 14,99 € in Schweizer Franken, schätze ich mal zwischen 20 und 25 Franken. Und in Microsoft Points sind das 1200 Stück. Und ich habe es schon mal erwähnt in einem Commentary, es gibt ja noch den sogenannten DLC Season Pass und der ist um einiges günstiger, wenn man wirklich ein Fanatiker ist und am Schluss alle Maps haben. Der kostet 49,99 € umgerechnet und so viele es im PSN Network sehen, sind das 58 Franken 80 und in Microsoft Points 4000. Darum tue ich es euch wirklich anraten, könnt das im Season Pass kaufen, ausser ihr wollt natürlich nur Revolution. Wenn es für PS rauskommt, das wissen wir leider noch nicht, ist noch nicht bekannt gegeben. Und eben COD hat ja mit Xbox einen Vertrag, dass sie einfach die Map-Packs früher bekommen als PS3, ein reiner Konkurrenzkampf natürlich. Ja, ich habe ja, wie mal erwähnt, Xbox und PS3 daheim, aber wirklich, ich spiele mehr PS3, darum werde ich, denke mal, nicht die Season Pass für die PS3 kaufen und für die Xbox ist mir einfach wirklich zu teuer. Darum, sorry Xbox Community, dort habt ihr einfach, wenn ich mit der Xbox das Gameplay auflade, habt ihr halt keine neuen Maps, aber dann könnt ihr wirklich bei den PS3 Gameplays hineinschauen. Ja, ich muss jetzt noch schnell auf meine Liste schauen, dass ich ja alles erwähnt habe, was ich sagen wollte. Gut, das ist eigentlich keine Liste, sondern eine Mikroquittung, aber das ist ja gleich. Es war ein grosser Einkauf, darum hatte ich auch recht viel Platz auf dieser Quittung. Schnell schauen. Mal ist eigentlich alles gesagt, was ich wollte. Ich hoffe, die Informationen haben euch etwas gebracht. Ihr könnt euch darauf freuen, auf ein Map Pack Revolution. Darum schreibt es uns in den Kommentaren, was haltet ihr von den neuen Maps, vom Zombie-Modus und vielleicht von den neuen Waffen, vielleicht von was habt ihr Angst, wie könnte es sich entwickeln. Nimmt das natürlich saumässig Wunder. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir natürlich auf ein Daumen hoch für die Neuen auf unserem Kanal. Wenn es euch gefällt, könnt ihr uns gerne abonnieren, dann bekommt ihr immer wieder neue News über und natürlich neue Commentaries im Allgemeinen von Gameplays. Darum wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, zockt ein bisschen, habt Spass. Morgen ist Wochenende, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit. Schönen Peace und out.